von dem Niveau B11. Auf der heutigen Stunde werden wir den Test für diesen Niveau lösen und danach machen wir weitere Übungen, die ein bisschen die Grammatik oder Wortschatz aus diesen 12 Themen wiederholen. Ich werde den Test in der Gruppe schicken. Du hast Zeit bis 19:30, 19:30, und auch ich werde die anderen schreiben, wer kann auch bei uns auf der Stunde teilzunehmen. Um 7:30 hören wir uns wieder und machen wir den Test zum ersten einmal und danach die weiteren Übungen. Okay. Тестот е во Word. Ако не се отвара, ќе ми кажеш, ќе го прикачаме како слики, не е проблем. Обаче. Прикачи. На почеток од реченица, тоа значи дека е во номинатив. Второ, затоа што именката изведена од придавка е во множина. А во множина наставката е ена. Die in plural. Љубица, 102 bitte. Entschuldigung, ich fahre jetzt nach Hause. Ich komme gleich, ungefähr 2-3 Minuten, ich bin zu Hause. Aber darf ich antworten, was steht? Weiß ich nicht, was 102. steht. Kann ich nicht lesen, jetzt fahre ich. Ich bin in Auto. Ich fahre Auto. Okay, dann Christina wird 102 übernehmen. Und wenn Sie zu Hause kommen, dann bitte sagen Sie mir Bescheid und dann machen Sie die weitere Aufgabe. Christina, 102 bitte. Danke. Bitte. Kennst du schon unseren neuen Nachbarn? Er ist ein sehr interessanter Mensch. Не. Или само првото е особено? Само Нешто првото, станува исто. ама види, тоа што го зборувавме и минатиот пат. Кај некои таа ен деклинација, да ќе го најдеме Wörterbuch. Кај некои се додава наставка Н, а кај некои се додаваше наставка ЕН. Is even Nachbar. Samo moment. Hier. So.
дали го пишува во Trennung, Nachbar, Deklination. Die Formen im Singular sind der Nachbar, des Nachbarn, Nachbars, dem Nachbarn und den Nachbarn. Значи не се додава н, туку само н. Добре? А кај менш, зошто нема да додадеме наставка? Мислам дека за еден човек се збори вајде. Без разлика. Деклинацијата. Да се подсетиме. Деклинацијата. Ги опфаќа само именките во машки род и именките добиваат наставка N или EN во сите падежи, освен во номинатив еднина. Во акузатив, датив и генитив еднина, овие именки секогаш завршуваат на N или EN. Именките од машкиот род, најголем број од овие именки се од машки род. Од ова kennst du schon unseren neuen Nachbarn, а и придавката ја добива наставката N, бидејќи е во акузатив. Додека пак долу кај менш, вели претходно кажав, во сите падежи освен во номинатив еднина. Тука нема да добие именката никаква наставка. Значи ќе биде N и нема наставка. Затоа што се работи тука горе за N деклинација, која што важи само во акузатив, датив и генитив еднина. Тука не важи, затоа што оваа реченица е во номинатив. Ќе запишам во заграда, тука не важи N деклинација. N деклинација. 103 bitte. Der erste Tag war ganz gut. Der Chef führte mich durch die Firma und gab mir wichtige Informationen. Ja. Во кое време се е оваа реченица? Во претеритум. Во претеритум. За какви глаголи станува збор? Дека стои плюс претеритум. Ich bin zu Hause gekommen. Океј. Jetzt. Првиот глагол е regelmäßiges Verb. Führen ist ein regelmäßiges Verb. Gaben Modalverb, така? Не, од geben. Führen, затоа ќе го напишам во заградата, само не знам зашто колку ми кучи. Führen ist ein regelmäßiges Verb.
Führen ist ein regelmäßiges Verb. Тоа што значеше, die regelmäßige Verben im Präteritum bekommen nur ein T zwischen dem Verbstamm und der Endung des Verbs. Und es ist auch wichtig, dass alle Verben im Präteritum haben gleiche Formen im ersten und dritten Person Singular und ersten und dritten Person Plural. Führen, führte, führten und geben, geben ist ein unregelmäßiges Verb. Неговата форма е gaben. Deswegen führte und gab und auch die zwei Verben sind im Singular, weil der Chef ist auch im Singular. 104, Ljubica bitte. Kann ich nicht lesen. So, Ein jetzt. bisschen oben. Okay. Das sind die Kunden, wo ich geholfen habe. Die, dem, denen oder der? Was Das ist passt die hier? Kunden. Das sind die Kunden. Dem ich geholfen habe. Denen ich geholfen habe, зошто? Затоа што главолот helfen бара датив, а ти кунден се во плурал, а релативната заменка во датив плурал е денен. Зошто волку кучи документов, стварно немам појма. Сега ќе се откочи, секако. So. Nein. Helfen plus dativ, a kunden се во plural. Deswegen denen. 105. Ajde, Ljubica, wieder. Im Fernsehen kommt ein Film, ich Lust habe. Den ich Lust habe. Das passt? Was meinst du? Im Fernsehen kommt ein Film, den ich Lust habe. Ich denke, das ist in Ordnung. Ама јас мислам дека ќе биде auf den ich Lust habe. Also schon Lust auf den. haben auf.
Зошто изразот е така? Lust haben auf. Plus Akkusativ. Lust haben auf. Ich überprüfe jetzt das im Moment. Lust haben auf. Richtig. Das bedeutet, dass A richtig ist. Im Fernsehen kommt ein Film, auf den ich Lust habe, затоа што изразот е Lust haben auf плюс Отима прашалник. акузатив, а именката филм е именка од машки род. Затоа е auf den. После auf доаѓа акузатив, а бидејќи се однесува реченицата на филм, затоа ќе биде den. Зашто деа во акузатив преминува во den. Auf den ich Lust habe. Ајде 106, па потоа неизменично, Љубица 106. Ich fahre nie mit dem Fahrrad zur Arbeit. Obwohl geht das schnell. Trotzdem geht das schneller. Obwohl das schneller geht, trotzdem das schneller geht. Ich fahre nie mit dem Fahrrad zur Arbeit. А зашо ти оде со кола или оде пешки? Сега малку логика ми треба. Никогаш не одам со велосипед на работа. Да, ма зашо оти? Иако тоа е побрзо. Иако така е побрзо. Добро, ама зашо ти оде со кола или оде пешки? Зашо? Па немаме информација. Работате кој предлог, кој сврзник одговара? Окей, добро, окей. Ich fahre nie mit dem Fahrrad zur Arbeit, obwohl geht das schneller. Чекай малце, чекай. Trotzdem geht das schneller. Obwohl das schneller geht. Obwohl das schneller geht. А што значи obwohl, што значи trotzdem? Obwohl, иако. Иако оде побрзо. А што значи trotzdem? Trotzdem, как да го кажам? Trotzdem, така што оди побрзо. Така да оди побрзо. Obwohl значи иако. Да. И сега он не оде на работа никој пат со точак, со велосипед, иако оди побрзо со велосипед, пример. Затоа ќе биде obwohl. Obwohl, посвари. Па повеќе ќе биде, значи obwohl се користи за да се поврзат две реченици, при што дејството во зависната реченица е во спротивност со главната. А кај trotzdem се користи за да покаже дека нешто се случило и покрај претходно кажаното. Аха. Па ја за тоа питај бекома зашо, знаеш, нема ништо, нема никакви други информации, за да знам, нели, дали ќе биде obwohl. И разликата е што obwohl поврзува зависни, а trotzdem поврзува независни реченици. Аха, добро, значи trotzdem е независна реченица. Поврзува независни. Тоа значи дека глаголот треба да дојде веднаш после сврзање. Trotzdem das schneller geht, окей. Не, глаголот доаѓа после trotzdem. Во случајот кога е trotzdem поврзува независни реченици. Глаголот оди на второ место. Trotzdem geht das schneller. Значи само да си направо. Ми го кажак да воде, trotzdem ми го кажак во дето на крајта, оти ми кажа оти trotzdem не сврзуве реченице, може да биде со не сврзани, и затоа биде де. Зашто вака? Obwohl плюс Nebensätze, а trotzdem плюс Hauptsätze. Trotzdem geht das schneller. Trotzdem geht das schneller.
107 jetzt Christina, bitte. Dr. Meinhardt ist schon 68 Jahre alt, trotzdem er noch als Arzt arbeitet. Пак се враќам. Обвол поврзува зависни реченици, а тротсден поврзува независни реченици. Со обвол, Obwohl er arbeitet noch als Arzt. obwohl arbeitet er noch als Arzt. Точно, да. Obwohl arbeitet er noch als Arzt. 108, Ljubica, bitte. Okay. So, hier. Das war die schönste Geburtstagsüberraschung, die ich ja bekommen habe. Geburtstagsüberraschung. Da ich bekommen habe. Daran ich mich noch lange werden. Или erinnert. Werden или erinnert. Два глаголи треба да се додадат. Aha, dobro. Daran wird ich mich noch lange erinnern werden. Erinnert. Vielen Dank. Daran wird ich mich noch lange erinnert. Vielen Dank. Во која форма е реченицата daran wird ich mich noch lange erinnert? Значи во идно време, как можем да го кажем, за потоа да се чувствува среќен подолго време. Го држи среќен. Во пасив. Во пасив, futur 1. Пасив во идно време, кој што се гради со помош на глаголот werden плюс партицип perfekt aus dem Vollverb. Das war die schönste Geburtstagsüberraschung, die ich bekommen habe. Daran wird ich mich noch lange erinnert. Entschuldigung. Ja. Vielen Dank. 109, Christina, bitte. Ja, Bella, darfst du jetzt endlich Sitz machen? Mein Hund hört einfach nicht. Или wirst. Sollst. Bello, sollst du jetzt endlich Sitz machen? Mein Hund hört einfach nicht. Wirst, что значит? Wirst. Да. Werden и ќе биде. Се користи модалниот глагол золен затоа што се дава наредба или совет на куќето за да изврши одредена команда. 110. Ljubica? Gehen Sie zum Arzt, falls Sie Fieber bekommen. Falls bekommen Sie Fieber. Wenn Sie bekommen Fieber. Wenn bekommen Sie Fieber. Gehen Sie
Falls Sie Fieber bekommen. Falls Sie Fieber bekommen, ist richtig. Warum? Затоа што му даве наредба, веќе оди на доктор, затоа што добија температура. Falls значи ако на македонски и поврзува плюс небензет. Тоа значи дека глаголот оди на последно место. Затоа е falls Sie Fieber bekommen. А wenn значи кога, исто поврзува зависни реченици, меѓутоа е временски сврзник. 111, Christina, bitte. Sie möchten wirklich 5 Katzen in einer Wohnung halten. Ich rate Ihnen, noch einmal nachzudenken. Richtig. Nachzudenken ist richtig. Или ова се глаголи што добива цу или не добива цу. Бидејќи се користи ich rate Ihnen, дополнување со инфинитив. Затоа нема да биде nachzudenken, туку ќе биде само nachdenken. Значи ќе биде после изразот ich rate Ihnen плюс инфинитив. Ама ohne zu. Infinitiv ohne zu. Hundertzwölf. Ajde, Ljubica. Sie gehen fast jeden Sonntag ins Museum, dann empfehle ich Ihnen. Sie kaufen eine Jahreskarte, eine Jahreskarte zu kaufen. Sie eine Jahreskarte kaufen. Sie gehen fast jeden Sonntag ins Museum. Da empfehle ich Ihnen. Во нема јасно, зашо може секоја неделја да оде брзо до музеот, а усари годишно, как може така секоја неделја во музеот, та годишна карта треба да земе? Скоро секоја недела одиш во музеот, тогаш ти препорачувам да купиш годишна карта. Глаголот empfehlen препорачува се користи плюс инфинитив mit zu. Тоа горе беше изразот ohne zu, а сега е mit zu. Па ќе биде B или C, eine Jahreskarte zu kaufen, или kaufen Sie eine Jahreskarte? Не, eine Jahreskarte zu kaufen. B или C, eine Jahreskarte zu kaufen, затоа што виќе и даве предлог. Глаголот на последно место, после zu оди глаголот. Не може да биде Sie kaufen eine Jahreskarte, ако има zu. 113, Кристина. Ich höre immer gern Musik, während ich koche. Така, während ich koche. Зошто? Што значеше während? Додека и поврзува какви? Така, и проврзува какви реченици? Штом кохе оди на крајот? Nebensetz. Das Verb geht am Ende. Инако ќе беше während koche ich, ако поврзуваше независни реченици. 114, Ljubica, bitte.
14, ja. Ja? Okay, habe ich. Sie sollten sich gut informieren, da Sie entscheiden sich für ein Studium, danach Sie sich für ein Studium entscheiden, bevor Sie sich für ein Studium entscheiden, bevor Sie entscheiden sich für ein Studium. Sie sollten sich gut informieren. Da Sie entscheiden sich für ein Studium. Не. Да е Да. причински сврзник, овде немаме причина. Треба добро да се информирате пред да се одлучите за студиите. Bevor Sie entscheiden sich für ein Studium. Entscheiden треба да оди на последно место, пошто и bevor поврзува зависни реченици. И bevor поврзува? Да, bevor Sie sich für ein Studium entscheiden. Аха. Значи и bevor поврзува, добро. Trotzdem bevor, окей. Bevor плюс Nebensätze, а во заграда ќе напишам Grund. Не, ова е Zeit. Временски сврзник. 115. Christine. Mein Mann hat viele Wochen im Jahr frei, weil es не знам дали ова ќе биде точно или верент. Има многу недели во годината слободни. Прво не е точно, бидејќи глаголот треба да е на последно место. Да. Исто и Верен да ја второто. лира ист. Додека, ама не се мисли на тоа додека. Додека е нешто што некој дејство што трае. Па додека едното трае, се случува друго. Ќе биде да лера ist. Што значеше да? Прибидејќи. Да. Бидејќи или затоа што? Е наставник. И според примерот, какви реченици поврзува? Nebensätze. Зависни реченици. А при тоа изразува Grund, односно причина. 116. Љубица. Се исклучи. Што, споделувањето на екранот? Не, Љубица. А Љубица? Ајде, Кристина, 116. Das größte Angebot und die besten Preise finden Sie hier. Во која форма се придавките? Во суперлатив. Во суперлатив, точно. Во кој род е првата именка? Па и на почетокот стои. Das größte Angebot und die besten Preise. Зошто besten, а не beste? Preise се во суперлатив. Да, ама именката Preise е во плурал. Да беше во еднина, тогаш ќе беше само beste. А вака ќе биде beste. Größte и beste. Под Б.
Ајде, Љубица, 117. Се врати, Љубица. Да, исклучен е микрофон. Ајде, Љубица. Океј, тука сум. 117, 117. Moment. Gefällt mir gut. Sie ist aber auch teuer. Stimmt. Und ich fühle mich auch in einer. Die größeren Wohnung gefällt mir gut. Sie ist aber auch teuer. Stimmt. Und ich fühle mich auch in einer größeren Wohnung voll. Ало? Да, слушам. Ама втората А, придавка е окей. klein, не е gross. Зашо? Зашто втората придавка е klein. Има größeren и kleinere, например, под А. Аха. Kleiner so. Океј, добро. Добро, океј. Ќе биде тогаш die kleinere Wohnung voll. Ich fühle mich auch in eine kleinere Wohnung voll. Океј. Првото ќе Die биде größeren Wohnung gefällt mir gut. Sie ist aber auch teuer, stimmt. Und ich fühle mich auch in einer kleineren Wohnung voll. Да. Тука зошто größeren, иако се очекува да биде größere, затоа што Wohnung е во женски род, меѓутоа се користи во оваа вежба компаратив со деклинација, каде што größeren ја добива наставката ен поради структурата на реченицата и споредбата, односно, иако е именка од женски род во номинатив, во контекстот на оваа вежба се нагласува споредбата помеѓу неколку станови. Затоа ќе биде größeren, а во вториот случај kleineren, затоа што имаме in. In бара датив и затоа наставката на придавката ќе биде само ена. Ајде 118, Љубица. Wenn mir eine Arbeit großen Spaß macht, bin ich auch mit einem niedriger, halt zufrieden. Тука ќе биде малку грешка, мислам. Bin ich auch mit einem niedrigeren Gehalt zufrieden. Niedrigeren. Einem niedrigeren. Зошто? Затоа што предлогот mit бара секогаш датив. Па во датив машкиот и средниот род добиваат наставка ем, а придавките секогаш добиваат наставка ен. Gehalt, платата, е именка од среден род. Das Gehalt. Okay. Ајде 119. Кристина. Hätte ich bloß nicht abgeschrieben, jetzt habe ich eine schlechte Note. Добро, точно, hätte. Зошто? Во која форма е оваа реченица? Во конјунктив. Во конјунктив кој? Konjunktiv 2. Hätte. Hätte ich bloß nicht abgeschrieben,
Кажавме кодека хете го користиме кога глаголот во перфект гради перфект со havен, а вере го користиме кога глаголот во перфект гради перфект со sein. 120, Ljubica, bitte. Patrick ist gleich am ersten Tag im neuen Job zu spät gekommen. Zu spät gekommen. Ja, das habe ich gehört. Ist zeitlos gegangen. Ja, das habe ich gehört. Ist doch nur... Не, пак е реченицата во конјунктив 2. Aha, okay. Hätte doch nur rechtzeitig losgegangen. Со кој помошен глагол гради losgegangen перфект? En. Со кој помошен глагол? Haben или sein? Мислам со haben. Losgehen е глаголот, тргнува. Aha. Wo ist er? Ja, wie geht da gut, ja? Ja, doch, nur rechtzeitig losgehen. Ама, точно време тргна. Може да биде вара? Вере. Вере, да, затоа што глаголот losgehen гради перфект за sein, а sein во конјунктив 2 е вере. 121, Christina, bitte. Nachdem ihr Auto kaputt gegangen war, hat sie sich ein neues gekauft. Зошто gegangen war? Внимавај, ако во втората реченица имаш перфект и во првата ќе употребиш перфект. Значи ist. Ist. Gegangen ist. Nachdem се користи перфект или plusquamperfekt. Тука во перфект, затоа што и следната реченица е во перфект. 122. Ljubica. Nachdem ich ein Jahr lang Deutsch lernen habe, bin ich nach Salzburg gezogen. Во кое време треба да е оваа реченица? Од потоа веќе кога една година долго германски учил, отидел за Салцбург. Gezogen. Мислам оти lernen haben. Ова треба да биде во plusquamperfekt. Минато, предминато време, plusquamperfekt, а тоа значи дека која ќе биде точната варијанта? Ако е во предминато време? Gelernt haben. Hatte. Gelernt? Hatte. Како се образува plusquamperfekt, Ljubica? Su G.
Целата форма, ако перфект се образува со помош на помошните глаголи haben и sein плюс партицип перфект од главниот глагол, како се образува плусквамперфект? Тоа не знам да го објаснам. Само можам да го кажам, ако со некои примери. Haben и sein во претеритум плюс партицип перфект од главниот глагол. Така се образува плусквамперфект. Значи, плусквамперфект се образува со haben oder sein im претеритум тогаш се формите hatten и waren плюс партицип перфект. Се подразбира von dem Vollverb од главниот глагол. 123, Christina, bitte. Dank unserer guten Zusammenarbeit haben wir das Projekt schnell und erfolgreich abgeschlossen. Richtig. Зошто unseren guten? Unserer guten. Зошто? Ja, unsere. Зашто е во генитив? Во генитив е, точно, dankbarer генитив. Dank plus генитив. И Zusammenarbeit. Feminin. Да. Die Zusammenarbeit во женски род, во feminin. Richtig. И пак, како и претходно, кај компаратив и суперлатив. Ке се менува тука во случајов присвојниот член, unserer, од тоа die што преминува во dea, во датив, а кај придавката ќе додадеме наставка секогаш е на. Unserer guten. 124, Љубица, бите. Trotz des schlechten Wetter am Meer haben wir den Urlaub genossen. Genossen. Што бара trotz? Кажамо, оти може да биде слободен. Кој падеж го бара троц? Мислам оти у факузатив. Генитив. Генитив. А во генитив, освен ете тоа des напред, што се додава? Дем. Не, во машки и во среден род. На именката се додава наставка с или ес. Ес. Во машки. Ама само во машки и среден род. Во машки и среден род. На именката се додава наставка ес или само с. Во случајов не може да е ес, затоа што имаме само с. И точен одговор ќе биде под Б. Trotz des schlechten Wetters am Meer haben wir den Urlaub genossen. И покрај лошото време на одморот, и покрај лошото време на море, уживавме во одморот. И 125, Кристина, bitte. Die Ergebnisse der heutigen Sitzung können Sie im Intranet nachlesen. Ja, heutigen, зошто? Зошто и оваа реченица во генитив? И оваа реченица Зицун во е генитив. женски род. Така е. Ова е во генитив, зицунг е во женски род. Тоа си стои напред теа, а кажавме дека во генитив
и сите придавки добиваат наставка на кога ги деклинираме според определен или неопределен член. Mit dieser Übung sind wir mit dem Test fertig. Damit haben wir den Niveau B11 abgeschlossen. Ich mache eine Kopie von diesem Test und machen wir weiter eine Übung. Wir waren nur 2 Mädchen. Ja, die anderen arbeiten und sind auf dem Urlaub. Okay. So. Muss ich mir wieder noch 1 Minuten einen Anruf machen? Okay. Muss ich mir Schluss? Okay. Komme ich wieder. Jetzt machen wir eine Übung aus dem Kursbuch. Das ist Übung. Es gibt nach jede 3 Lektionen einen Teil, wo man lesen können, sehen, hören, Projekt Landeskunde bearbeiten. Und wir sind jetzt auf einer Filmstation. Diese Filmstation befindet sich auf Seite 80 und ist mit dem Thema Unser Stück vom Glück. Christina, was meinst du? Du siehst das Bild und es gibt ein paar Fragen. Wovon erzählen die beiden? Was meinen Sie? Sehen Sie das Foto an und sprechen Sie. Das sind nicht, es gibt keine falschen Antworten. Alle Antworten sind richtig. Das sind nur unsere Vermutungen. Was meinst du? Wovon erzählen die beiden? Ich denke, sie